Sind ihr ready zum Starten? Geht mit ein paar fetten Rhymes. Brennt am Morgen das Licht, es ist ein Seich. Einige mit Larven und Kostüm sind gleich an dem Nicht-Morgenstreich. Anstatt dass sich die Wege am Garten bewegen, gelten dieses Jahr andere Regeln. Das Publikum ist nicht still am Staunen, der Fasnachtsspaziergang hat ihre Laune. Auch die Pinkies sind am Dienstag in der Stadt. Mit Kostüm und Larven ist es für die ganz glatt. Die Fasnacht lässt auch den Gaumen lachen. Der hat zum Glück nicht Pause machen. Der Minu ist dann auch dabei, da könnt ihr ganz, ganz sicher sein. Wirklich? Erzählen Sie mir die Geschichte noch mal von Anfang an. Letzte Woche waren die Swiss Music Awards, wobei sich die dieses Jahr so ein bisschen mit den Swiss Comedy Awards gemischt haben. Tänzerinnen und Tänzer aus der ganzen Schweiz sind... Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, es ist komisch. Der Kliko ist jetzt gerade weggerannt. Zum Davonlaufen oder eher eigentlich zum vor Scham im Boden versinken, war der Beef zwischen der Lara Stoll und dem Loco Escrito. Holt schon mal das Popcorn. Eine wahre staatspolitische Krise löst die Best-Hit-Laudatorin Lara Stoll mit ihrer Rede aus. Okay, wenn du es jetzt schaffst, die 4 Akkorde in einer Reihenfolge zu spielen, wenn du dann jemanden hast, der das richtig gut verkauft und wenn du dann noch Leute hast, die das wirklich hören, alternativ kannst du Klicks heutzutage natürlich auch einfach kaufen, solltest du einfach nicht dabei verwutschen lassen. Und wenn du dann noch so richtig catchy, tighty Lyrics dazu machst, zum Beispiel Chihuahua oder Oh yeah. Oh yeah. Und wenn du dann noch ein bisschen Autotune drüber klopfst und wenn du dann noch ein Musikvideo mit dem Auto machst, dann bist du schon mal verdammt gut dabei. Bingo. Dem Best-Hit-Gewinner Loco Escrito stößt Laras Rede offensichtlich sauer auf. So, deine Rede ist, ja, ich habe ein bisschen Pep vermisst, ein bisschen Positivität. Es braucht viel, viel mehr. Ja. Ja und nein. Auch dass wir uns so begrenzt anstellen, dass wir Reden müssen schwingen, wenn es um den besten Hit geht, wo wir müssen sagen, ja, und dann braucht es noch, und dann braucht es noch. Nächstes Mal braucht es eine Rede, die am Schluss Pep hat. Bam, das ist doch wie ein Klaps an Grenz. Tun wir mehr Pep, die Rede ist für mich wirklich nicht so... ich habe es auch fast nicht ausgehalten, weil ich brauche Pep. Oh, das ist ja schön. Und das müssen wir auch, hoffentlich gibt es das nochmal beim nächsten Mal. Vielleicht hätte 3plus vor dem Laudatorinnen-Casting Folgendes über Lara Stoll wissen müssen. Ich muss sagen, dass ich grundsätzlich nicht sehr viel mit dieser Sparte anfangen kann. Was? Währenddessen auf SRF 1. V, das ist nicht so ein lauter Buchstabe, das ist ein feiner Buchstabe. Jetzt gehst du einfach mal ganz fein in dein I da rauf. Genau. So, genau. V-I. Genau, jetzt gehst du ins O. Und jetzt machst du mit dem L einfach so schön auf. Ah. Super. Absoluter Unsinn. Staatspolitisch höchst problematisch. Also. Was auch immer ihr bei dem Fernsehen dort konsumiert, nehmt bitte weniger davon. Ja. Wobei, man muss auch ein bisschen nachsichtig sein. Es sind ja wirklich harte Zeiten für uns alle. Ja. Also gut, es gibt aber auch Leute, die lieber hätten, wenn die Zeiten noch ein bisschen härter wären. Wobei eigentlich nicht Zeiten. Ihr werdet gerade sehen, was ich meine. Statt der Peitsche hat die Gräfin Viola im Moment nur einen Staubwedel in der Hand. Seit über 2 Monaten dürfte Domina wegen Corona nicht mehr arbeiten. Oder besser gesagt, nicht mehr arbeiten lassen. Deine erste Aufgabe ist damals Staubsaugen. Was? Den Boden nass aufzunehmen. Was? Gibst du dir Mühe? Gib mir Mühe. Gut. Irgendwas kann da nicht stimmen. Die Gräfin Viola hat ihr Studio im Kanton Zürich. In dem Kanton, wo erotische Dienstleistungen seit dem 10. Dezember verboten sind. Was ist dabei rausgekommen? Ein Hurenwisch? Meine Gäste rufen mir an und sagen mir, ich würde gerne zu Ihnen kommen. Geht aber nicht. Kennen Sie irgendjemanden im Kanton Bern, wo Sie mir empfehlen könnten, wo ich ähnliche Dienstleistungen wie bei Ihnen bekäme? Hier nochmals die Dienstleistungen, die ein Berner Anbieter oder Anbieterin im Portfolio haben muss. Zum Beispiel ein Einlauf, Harnröhrendehnung. Mein Gott.
Aufspritzen von Genitalien oder Brust mit Salzwasserlösung. Das ist krass. Es gibt Männer, die sexuelle Erregung dabei empfinden, wenn ihnen ein Katheter gelegt wird. Hör auf mit so einem Scheiß, ey. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Wir bleiben gerade noch schnell einen Moment unter der Gürtellinie. Nein, gut, ganz korrekt werden. Wir sind zwar über der Gürtellinie, aber immer noch nackt. Endlich! Endlich kann man nicht meinen Titties für Heidi so checken. So Me, him, no. No, 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 no. Mein Titties ist einfach frei. Ich denke mir so, ja, ja, ja. Manchmal wird es richtig toll und manchmal ist es ein bisschen daneben. Oh, ich hab Angst. Ich werde das nicht zulassen. No, 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 no. Keine Zeit dafür. Ich denke mir so, yes, 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 the whole world is gonna see my titties. Mein lieber Scholli, ey. Ich traue denen dann null. Null, 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 null. Zero. Victim. Shut up, bro. Shut up. Du siehst aber auch aus wie eine eingebildete Tussi. Der exakt gleiche Satz sagt Heidi Klum übrigens jeden Morgen in den Spiegel rein. Und jetzt, liebe Bündnerinnen und Bündner, jetzt müsst ihr ganz stark sein. Was macht einen Bündner noch trauriger als geschlossene Skiterrassen? Die Verschrottung einer RHB-Lok. Das sind natürlich Emotionen, die hier hochkommen, das ist ganz klar. Auch der Can Brücker hat akzeptiert, dass man nicht mehr alles aufbewahren kann. Es ist Tag und dem Tag. Mit der Zeit ist es zu viel. Man kann nicht alles sammeln. Es ist wie daheim. Bis zu einem gewissen Punkt muss man sammeln, aber irgendwann hat es einfach keinen Platz mehr. So, das war's für diese Woche. Wobei eigentlich eine Info noch. Zum Schluss noch die Info, wo dieser ganze Seich eigentlich landet. Geht alles direkt in den Rhein. Alles Abwasser geht direkt in den Rhein, auch für die Küche und so. Oh, shit.